Ciao zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und einer komplett neuen FIFA 16 Serie. Die nennt sich Chefe Totti. Was ist genau Chefe Totti? Chefe Totti ist eine Upgrade-Serie, wo ich mit einem Bronze-Team starte, wie ihr hier im Hintergrund sehen, und dann wird es laufend Upgrade zu Silber, Gold und Special Card. Dabei gibt es keinen Unterschied, ob Non-Rare oder Rare, denn das würde sonst viel zu lang dauern und FIFA 17 steht ja bald vor der Tür und mein Ziel ist es, vor FIFA 17 die Serie abzuschließen. Wie funktioniert das mit den Upgrades? Gute Frage und einfache Antwort. Nach jedem Spiel, wo ich gewonnen habe, darf ich den besten Spieler upgraden. Das heisst, der die beste Wertung hat. Sagen wir mal, Spieler der Wertung von 8,2, darf ich den aufwerten von Bronze zu Silber oder von Silber zu Gold. Wenn jetzt natürlich im nächsten Spiel der gleiche Spieler wieder der Beste ist, darf ich ihn wieder aufwerten. Das heisst, es gibt einen riesen Mischmasch wahrscheinlich von Karten, von Bronze, Silber, Gold, Special Cards. Und das ist doch geil. Wenn ich jetzt aber einen Spieler schon auf der höchsten Special Card, also auf der Special Card oben ist, und er wird der beste Spieler, dann wird auch der mit dem zweitbesten Wert dann upgraden. Wenn er auch der oben ist, dann geht es weiter zum dritten, vierten, fünften und so weiter. Wenn jetzt zwei Spieler die höchste Wertung haben, darf ich beide Spieler natürlich dann upgraden, weil beide gleich gut sind. Wenn jetzt der Totti der beste Spieler war, dann kommen ihr ins Spiel. Und zwar ganz am Schluss der Folge hier ich dann euch zwei Spieler zur Auswahl stellen, wo ihr dann mit einem Kommentar abstimmen mit der Option A oder Option B und den Spieler werde ich dann in der nächsten Folge hinzufügen. Wenn ich jetzt zwei Spiele mache und beide mal der Tote ist, dann werde ich einmal selber ein Upgrade machen und das zweite Upgrade überlasse ich dann euch. Das heisst, ihr werdet nicht mehrere Abstimmungen pro Folge haben, sondern maximal eine Abstimmung pro Folge steht euch dann auch zur Verfügung. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt von mir verständlich erklärt worden. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich eure Fragen unten in die Kommentarbox hineinschreiben und ich werde das dann mit der nächsten Folge dann gerne nochmal erklären. Jetzt aber genug gelabert, sondern wir starten direkt mit dem ersten Spiel und es wird auch das einzige Spiel sein von dieser Folge. Denn sonst wird die Folge noch viel länger dauern durch mein Gelaber und die ganzen Sachen und darum, Punkt, fangen wir an mit dem ersten Spiel. Der erste Gegner oder der erste, ja, das ist ja der erste Gegner, der einzige Gegner für die Folge ist gefunden, hat ein ganz interessantes Team. Wird sicher schwer, ich gebe für euch aber natürlich mein Bestes und dann sehen wir uns gerade in der Action drin. So, der erste Angriff läuft und der erste Schuss kommt. Oh, was für ein Bombe ist das gewesen, du? Meine Güte. Oh, Gegner ist schön im Angriff und er läuft da und wir können ihm den Ball wegnehmen. Aber unser Spieler verlieren wieder den Ball, er kann wieder an. Komm, drücken den weg, jawohl, weg. Hey, das kann es doch nicht sein, er läuft einfach durch. Oh, schön, doch noch verteidigen. Aber hey, was läuft mit diesen Spielern von mir? Hey, was? Hey, das geht's doch nicht. Schau mal, wie der hier einfach durchlaufen kann. Hey, vorlegen und dann einfach laufen und schiessen. Und er macht 1:0. Fick die Mann, ey. Das ist doch unverdient. Er kann einfach nur laufen. Die Spieler von mir sind so schlecht, ey. So scheiße schlecht. Oh, schöner Pass da, komm. Durch, jawohl. So, und jetzt ein Schuss. Nein, er blockt. Der Wichser blockt's mir noch. Ja, schön, komm durch, jawohl. Nein. Pettinari, wieso laufst du nicht, du Hund? Oh, schön, komm. Jawohl. So, und jetzt schicken wir den da oben. Jawohl, komm, jetzt lauf. Lauf. Lauf doch einmal, hey. Was soll das? Und jetzt blanken wir rein. Nein. Jawohl. So, und jetzt haben wir hier mein Spiel. Aber schau mal, meine Spieler kommen nicht nach. Sie kommen einfach nicht nach. Aber jetzt, wow, was für ein schönes Passspiel haben wir da gemacht. Und tätschen wir ihn da rein. Nein. Nein. Schau das an. Schau das an. Er kann einfach durchlaufen. Er kann einfach scheissemäßig durchlaufen. Ja. Offside zum Glück. Aber habt ihr das gesehen? Er kann einfach laufen mit seinem scheiß Dreckspieler da. Zack, zack. Und jetzt schicken wir da oben mal einen, der laufen kann. Und Totti, jawohl. So, und jetzt da über in dem in der Lauf rein. Aber sein Spieler kommt natürlich direkt, fällt mich und Abpfiff. Halbzeit, aber so. Der Gegner ist schon gut, aber er hat einfach das Glück mit seinen Scheißspieler, der er durchpacen kann. Mehr hat er nicht lange die Statistik eigentlich recht ausgeglichen. Ja, ich vergebe mir das Beste für die zweite Halbzeit. Laufen da ein bisschen, jawohl, jawohl. Hey, faul! Du Huren, elends Arschloch, du! Da, jetzt schön durch, jawohl, Totti, komm. Komm, Totti, setz dich durch. Ja, aber setz dich mal richtig durch, du Arsch! Und klar wäre es von mir ein Foul gewesen. Jetzt kann er wieder seinen Scheiß Emenike da will er wieder schicken, weil der einfach so ein überpowerter Scheißspieler ist. So, und jetzt da, Führer, komm. Jawohl, nimm den Ball an und tätsch ihn rein. Nein! Dann hat er noch so ein Glück. Hey. So, und jetzt Distanzschuss mit dem Goal vorbei. Das gibt natürlich Ecke.
Oh, das muss ich gewinnen, das muss ich gewinnen. Ey, wieso kommt der scheiß Goalie raus? Und... Nein, der Goalie... Ey, ich muss die Verteidigung verbessern und ich muss den Goalie verbessern. Das Team ist einfach nur schlecht. Nein, so ein Team nicht überhaupt einmal ein Spiel gewinnen. Das wird schwer, das wird schwer, wenn du es für einen hast, so wie der einfach... Schau mal, was der alles reinstellt. Schau das mal an. Foul? Hey, das ist aber... Hey, das ist aber ein Foul gewesen. Ganz klares Foul. Schön, schön, schön. Und jetzt schicken wir ihn da. Und der ist aber nicht offside, oder ist der offside? Keine Ahnung, ist... Ja, wenn man so schießt, kann man auch kein Goal machen, du Vollpfosten. Das Team ist so schlecht, hey. Lasst mich mal einen Kommentar wissen, ob ich doch gleich, auch wenn ich eine Niederlage sehe, mein Team aufwerten soll. Weil ich sehe da sonst kein Land im Wasser da, oder wenn man dann mal sagt, hey, überhaupt nicht. Mit diesen Spielern, die sind so schlecht. Die sind so schlecht. Schau das mal an. Schau das mal an. So, jetzt das ist zum Beispiel jetzt eine Flanke gewesen. Eine Flanke. Und wo haut er sie her? Ja. Aber jetzt einmal ein Schuss. Nein, dann hebt man seinen Goalie. Kurze Ecke, zack. Gerade Flanke. Und jetzt hoffen wir, dass sie einen von mir Spielern geht. Nein, sein Goalie. Klar, wenn man schon Unvermögen hat, dann kommt nachher noch Pech dazu. Ist ja klar. So, jetzt aber wenigstens... Jetzt schiesst er noch der eigene an. Hey. Nein, was ist das für eine Premiere von dieser Serie? Hey. Jetzt müsst ihr schauen. Meine Spieler schon irgendwo der kann jetzt hier schön hin und her skillen. Nein, kann er zum Glück nicht. Wir sind aber schon in der Nachspielzeit. So, kommt durch. So, und jetzt einmal... Ach, schön, wenigstens hat er jetzt mal den Ball können sich erobern. Komm, jetzt haben wir wenigstens... Komm, aber jetzt wenigstens noch der Ausgleich. Wenigstens haben wir noch das Ehrengoal. Wenigstens noch das Ehrengoal. Was für ein Murks ist jetzt das? Sie schauen euch das an. So ein Glück müssen wir haben, für so ein Scheissgoal her. Der pfifft jeder Scheissdreck gegen mich. Aber jeder Scheissdreck. Ja, macht er gut. Ja, schau mal. Oh, wenigstens jetzt kommt noch ein Angriff. Nein, wir können keinen Angriff. Wir verlieren im ersten Spiel in der Serie. Doch mit 1:2. Wie bitter. Wie bitter, ey. Aber ja, was will man mit einem Gegner? Er hat wirklich nicht schlecht gespielt, er hat einfach ihn dicht gemacht und rein auf Pace, auf Counter gespielt. Dann habe ich halt verloren. Die Statistik zeigt, ich hätte das Spiel vielleicht doch gewinnen können, wenn ich nicht so ein Unvermögen im Abschluss gehabt hätte. Genau, jetzt ist es eine Niederlage, ich darf keine Aufwertung machen, weil er eine Niederlage. Oder doch? Diese Frage stelle ich jetzt euch nämlich. Denn wenn ihr sagt, hey, du darfst auch aufwerten, wenn du verloren hast, ein Spiel darf man immer aufwerten, egal ob Sieg oder Niederlage. Weil sonst würde die Serie zu lang dauern bei dir, Jürg. Dann lasst mich das mit einem Kommentar unten doch wissen. In dem Fall, wenn ich aufwerten darf, das wäre gar nicht so schlecht. Ich wäre dankbar, weil ich glaube, es würde wirklich zu lang dauern. Aber egal, ich will euch da nicht beeinflussen. Aber wenn es wäre, dann dürft ihr jetzt der Dumitru, der linke Flügel, aufwerten zu einem Silberspieler. Wenn nicht, dann spiele ich halt genau mit dem Bronze-Team, wie es jetzt war, so weiter. Das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr oder Fan gesehen von Café Totti, lasst mich das mit einem Daumen nach oben wissen. Und somit danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao. Habe ich jetzt gekillt? Habe ich jetzt geholt? Oder hat er sich selber verwünscht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn Sie es wissen, schreibt doch das unten in die Kommentare. Oh, fuck. Schon gemeint, ich kann nicht.